Eine Hinterhofwerkstatt in Kraiburg am Inn. Der Schrauber Florian Rauscheder hat seine Mission fast beendet. Ja, wir bauen halt die Tür fertig. Also, das heißt, ich habe da schon mal angefangen, das grundsätzlich zum Bauen, dass das Gerüst von der Tür steht. Und jetzt ist halt das Ding, jetzt muss ich das halt noch fertig zuschweißen, weil da sind halt jetzt überall noch so kleine Löcher drin. Also ich habe 2019 gesagt, so ein paar Spätsinn, also so Gaudi halber erstmal, ich fahre 2022 mit dem Auto nach Hannover. Und das haben halt jeder gesagt, du spinnst doch, das ist ja komplett hin, das ist ja, man kann es ja gerade nicht erkennen, dass es ein Käfer ist. Und ich habe halt dann irgendwo so, dadurch halt auch so einen Enthusiasmus entwickelt, dass ich sage, ich krieg das hin. Und jetzt sind wir halt wirklich so im Endspurt. Der Käfer ist ein ganz besonderes Auto. Jahrzehntelang lag er schrottreif im Wald. Flo und seine Freunde haben ihn gerettet. Die Idee war ja erst einmal eigentlich wirklich so eine Deko draus zu machen. So. Aber es hat sich dann wirklich eigentlich das Blatt gewendet, weil wir haben ihn hingegraben, dann, dass wir dann mal das Auto aus dem Boden raus, also zuerst umgraben und dann unten noch reingraben, dass wir einen Wangenwund reinbringen. Und dann habe ich schon so Gaudi gesagt, also wenn er in den Arm drum rausgeht, dann kann man schon schauen, ob er wieder läuft sogar. Weil ich meine, man hat da schon im Holz draußen, die Schaltung ist schon gegangen. Also du hast den schalten können. Irgendwann haben wir es dann geschafft, dann ist er wirklich das erste Mal nach 50 Jahren wieder auf Radl gestanden. Und du hast wirklich mit einer Hand schirmen können. Zuerst haben wir gemeint, wir zünden mit dem Rasenmäher-Bullock auf, weil wir hat sich wirklich leicht schirmen lassen, aber das war dann keine gute Idee. Und dann haben wir tatsächlich einen Bullock ausgeliehen gekriegt. Und den haben wir gefragt, dass wir einen Bullock brauchen. Und dann hat er gesagt, für was? Und dann haben wir gesagt, ja, haben wir einen Käfer aus dem Wald rausgezogen. Und der hat dann so gesagt, ja, mit mir gleich so ungefähr. Also der hat es halt so da, als wenn das ganz normal war, dass man einen Käfer aus dem Wald rauszieht. Flo interessieren Autos mit Geschichte. Wie der Käfer in den Wald kam, bleibt aber ein Rätsel. Dann haben die uns dann irgendwann Autoarchäologen genannt. Und da war dann immer einer dabei, der gesagt hat von den Nachbarn, dass er das Auto auch als Bursche da unten kennt. Und der ist halt Jahrgang 61. Und das bedeutet, dass das Auto wohl mindestens 50 Jahre da schon gelegen ist. 3 Jahre Arbeit stecken jetzt drin. Keine normale Restaurierung, denn er wollte keinen krummfunkelnden Oldtimer. Trotz unzähliger Ersatzteile konnte Flo etwa 65% des Originals erhalten und kam sogar durch den TÜV damit. Alles Fahrbare mit Geschichte hat es ihm angetan. Das ist tatsächlich mein Wohnzimmer, aber ich tue halt immer so kleinere Sachen ganz gerne da drin machen, weil ich bin da halt auch gerne herin und ja, also ich habe da meine Radeln so gekriegt und die Mopeds mache ich auch da, die stehen auch da. Also wenn sie nicht fahren, stehen sie da drin. Für mich war ein Moped oder ein Radl oder ein Auto oder so, das war für mich schon immer total interessant, weil man konnte einsteigen oder drauf sitzen und irgendwo hinfahren. Also für mich ist das auch ein bisschen Freiheit. Man macht auch viel Leute damit Freude, wenn man zum Beispiel das jetzt am Marktplatz hinstellt und kauft sich Eis und sagen, hey, manche, hey, so uns haben wir auch mal gehabt. Und man kommt halt auch mit Leuten in Kontakt tatsächlich. Der seltene 65er Opel Olympia-Rekord ist das Alltagsauto vom Flo. Das ist halt mit dem Opel schon so, wenn ich irgendwo hinfahre, bloß zum Tanken oder so, dann kann es manchmal schon eine Stunde dauern, bis ich wieder zurückkomme, bloß weil er so ausschaut, wie er ausschaut. Weil die jetzt neu lackiert haben, viele sagen, ja, der ist schön, aber dann weitergehen. Für die Rostoptik seiner Fahrzeuge hat Flo sogar eine spezielle Tinktur entwickelt. Da habe ich den ganzen Rost runtergeklopft, sodass ich praktisch jetzt echten Rost habe. Und den mische ich jetzt dann ins Öl und dann streiche ich das aufs Auto auf. Das muss ja nicht ausschauen wie neu, sondern das Auto sollte ausschauen wie 60 Jahre. Und vor allem, dass es halt auch im Wald gestanden ist. Das ist mir halt auch wichtig, dass man das halt noch kennt. Die meisten werden das jetzt abschleifen, neu lackieren und dann finde ich das seelenlos. Das hat dann nichts mehr. Ja, ich finde das gut wird. Also kann man ja selber sehen. Also ich finde die funktioniert richtig gut. Also manchmal macht es mir schon ganz schön, aber jetzt haben wir echt ein Glück. Die ist jetzt eigentlich, wenn man so will, ist fertig. Also für manche, die dann jetzt sagen, wir fangen jetzt das Restaurieren an, aber die ist jetzt, für mich ist die jetzt fertig. Und jetzt schauen wir, ob es zugeht. Das schaut schon mal gut aus, auf Anhieb. Also besser geht's nicht. Klar, dass Flo auch einen ungewöhnlichen Motor in seinem VW verbaut hat. Das ist tatsächlich eine Feuerwehrpumpe mal gewesen. Das ist kein Witz, das war eine
Bestandteil von einem Feuerwehrauto. Das hat man halt an einen Weiher hingefahren, wenn halt kein Hydrant in der Nähe war. Das Schöne ist an diese Motoren, die sind halt total übergewartet, weil das hat Feuerwehr immer funktionieren müssen, betriebsbereit. Es ist alles kontrolliert. Groß viel hat man nicht machen müssen, eigentlich nur Ölwechsel, neue Zündkerzen. Der hat jetzt 34, aber der Originalmotor hat 30 PS gehabt. Und es ist halt schon auch schon ins Zuckerl, weil er halt 4 PS mehr hat. Das hört jetzt einmal bei einem Käfer noch nicht viel an, aber das kennst du schon. Das Gefühl dazu stimmt. Und jetzt habe ich halt versucht, möglichst viel von diesem verkommenen Auto, wenn man so will, wieder auf die Straße zu kriegen. Wir probieren jetzt aus, ob das Auto funktioniert, also ob es läuft. Und das ist halt eigentlich schon ein brutales Gefühl, wenn man jahrelang ein Auto hinbaut und sitzt sich dann auch wirklich das erste Mal neu. Also zum Beispiel ist es auch so, dass zum Beispiel auf dem Rücksitz noch niemand gesessen ist. Also ich noch nicht, keiner. Das ist ein Wahnsinn eigentlich. Dann starten wir, oder? Also viele von meinen Spätzchen haben gesagt, ja, Kerl hat noch eine Probefahrt gemacht mit safe 200 Kilometer oder was. Aber die Zeit haben wir jetzt. Und das Auto muss jetzt einfach beweisen, was es kann. Und ich glaube, dass es kann. Eine letzte Ausfahrt mit dem Original-Nummernschild. Das neue liegt schon auf dem Beifahrersitz. Die Testfahrt vor der großen Reise ein Erfolg. Naja, fast. Zum Glück hat Flo gerade mit dem Florian Obereisenbuchner ein Treffen ausgemacht. Der fährt auch einen Kugelporsche, die rostfreie Variante. Was ist denn da schon wieder los? Ja, Hupen geht irgendwie nicht. Der Werkzeug dabei? Ja, ein bisschen was man so dabei hat. Schwere Technik jetzt, gell? Nein, aber irgendwie wahrscheinlich ist die Sicherung. Ja, probieren wir es. Nein, aber es kann schon sein, dass es dazu geht, gell? Ja, wunderbar, geht's. Geht schon. Ja, Super. wie halt üblich, gell, bei so einem Auto. Wunderbar. Mei, für mich ist das ein Fall fürs Guinness-Buch der Rekorde, weil ich kenne keinen anderen Käfer, der über 50 Jahre im Wald gelegen ist. Und wie er mir das erzählt hat, dass er dem wieder TÜV fahren möchte, naja, da habe ich gemeint, entweder du musst saufen aufhören oder die Fantasie geht mit dir durch. Steht er da, jetzt lebt er wieder. Ist das zweite Mal geboren worden. Auf geht's, fahren wir. Der große Tag. Flo's Freundin Laura begleitet ihn auf der 700 Kilometer langen Erstlingsfahrt aufs Oldtimer-Treffen nach Hannover. Diesmal mit dem neuen Nummernschild. Er steckt da halt sein ganzes Herzblut rein und das ist schön zu sehen, wenn ich hinterher in die Werkstatt komme und das mitkriegt, dass er happy ist. Oder manchmal ja nicht, aber dass ihm das ganze Projekt so Spaß macht und dass er da so Bock drauf hat. Das Auto passt, also wir haben ja die Hupen haben wir noch richten können, also das war das Einzige, was wir gefunden haben, so, was nicht funktioniert hat. Also angemeldetes TÜV haben wir, also wir können los.